Herzlich willkommen zurück hier bei Retrocast Sinnlose Let's Plays und wieder mal ein Spiel für Gelegenheitsspielerinnen und Gelegenheitsspieler von Cubic Games. Voodoo. Weil, ich habe ja gesagt, ich mache einen Livestream. Ich weiß noch nicht, ob ich einen Livestream mache oder ob ich eine Folge mache, aber ich habe im Moment keine Zeit gerade zum Captain Toad's Treasure Tracker wirklich weiterspielen. Darum habe ich jetzt gedacht, ich nehme das einfach mal als Anlass, um euch da das Hole.io zu zeigen. Und eigentlich ist es ganz einfach, man ist ein Loch und man muss möglichst viele Sachen essen und je mehr das man isst, desto größer wird man und je größer das man wird, desto mehr kann man essen. Plus, ja, ihr werdet jetzt sehen im Gameplay rein. Ich glaube, der Soundtrack ist relativ laut, aber wir werden es sehen. Oder es ist gar kein Soundtrack vorhanden im Moment, ist irgendwie erleislich. Ist jetzt da ein Bug oder ist da einfach gewollt so? Ich weiß es nicht. Ich glaube, wir machen da mal noch einen Neustart, oder? Ah, ja, Musik off. Ja. Ja, wie gesagt, Musik ist ein bisschen, ja, ein bisschen lässig, ein bisschen laut. Da muss man einfach probieren, möglichst viele Sachen zu verschlingen, für das man den Geld über und dann werden wir immer grösser. Ich finde es ein cooles Spiel für zwischendurch, wenn es ein bisschen langweilig ist oder wenn man Wartezeit oder Downloadzeit oder irgendetwas muss überbrücken, finde ich es noch cool. Und eigentlich kann ich da mal für ein Meinungsvideo oder so machen, ich weiß jetzt gar nicht, wie ich vielleicht unter Umständen sogar schon mal ein Video dazu gemacht habe. Ich glaube eher nicht. Da kann die anderen Spieler essen, der können wir jetzt essen, weil der ist genug groß oder einiges größer als ich. Hat jetzt aber mal nicht auf mich abgesehen, so wie es aussieht. Ja, und die erste Runde ist nicht so prickelnd jetzt, bis jetzt. Aber ich glaube, wir spielen nachher nochmal eine Runde, dass ihr einen Überblick bekommt und wahrscheinlich noch auf eine andere Map mal. Einfach so. Mal einen Einblick in das Spiel bekommen. Ist natürlich grafisch überhaupt nicht herausragend, aber vom Gameplay-mäßigen her muss ich sagen, es kann eigentlich noch Spaß machen. Vor allem glaube ich im Mehrspieler-Modus könnte es durchaus recht Spaß machen. Jetzt auch nicht allzu groß geworden in dem Versuch. Und bin auch nicht wirklich gut gewesen mit der Punktzahl. Aber wie gesagt, ich habe jetzt einfach eine kurze Folge gebraucht. Darum jetzt einfach ein bisschen labern und darum spielen wir jetzt halt die Welt da nochmal, weil ich verpasst habe zum Umstellen. Schauen wir einfach, dass wir möglichst schnell, möglichst groß werden. Dann wird es einfach interessanter. Jetzt haben wir eine gute Location gefunden. Dann haben die anderen Spieler am Aufreißen, gibt es Punkte da, zum Beispiel so. Jetzt hat er noch einen Ton-Effekt gehabt, glaube ich, so wie es aussieht. Tut mir leid. Ja, aber ihr seht da, wo das rausläuft. Also zwischendrin gibt es noch so verschiedene Power-Ups drauf auf der Map, wo entweder Ziele, die ihr möchtet, verschlucken, ein bisschen kleiner machen oder euch ein bisschen schneller machen oder euch ein bisschen grösser machen oder ja, halt diverse Sachen.
natürlich die anderen Gegner essen, gibt da zusätzliche Bonuspunkte und bla bla bla. So, ich glaube, da wäre ein relativ kleiner, kurzer Einblick gewesen. Wir könnten vielleicht mal noch rasch eine andere Map anschauen und dann wäre es das eigentlich auch schon wieder gewesen von dieser Folge. Dann wäre hier auf die Worlds, könnte man noch ein bisschen etwas anschauen. Freigeschaltet jetzt hier in dem Account im Fall noch nicht. Wir könnten hier den Western nochmal kaufen und dann könnten wir auch den Western nochmal spielen. Ja, und ist natürlich alles, ja, sicher muss man Geld sammeln und bla 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 und so, aber man muss jetzt nicht wirklich Geld ausgeben für das Spiel. Das Einzige, wo man Geld ausgibt für das Spiel ist, wenn man es kauft und dann natürlich noch für die verschiedenen DLCs, die es gibt, was hat, aber sonst generell hat es nicht grosse Transaktionen drin oder Mikrotransaktionen drin, wo man einfach Geld ausgibt für nichts. Von dem her finde ich es auch noch eigentlich fair. Und eben, wie gesagt, einfach mal so rund in 2 Spiele zwischendurch. Oder eben vielleicht im Koop mit Leuten, mit Freunden zusammen. Macht durchaus Fun, macht Spaß, finde ich. Und eigentlich habe ich somit schon eigentlich alles gesagt, was ich wollte sagen. Darum sage ich auch jetzt, in der Runde wird es fertig sein. So. Nur gelabert. Soundtrack muss man sich natürlich gewöhnen, aber wenn man noch mal eine Weile oder ein paar Mal gehört hat, dann... Somit vielen Dank, dass ihr Geduld habt und immer wieder mal einschaltet und ein Video von mir schaut. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr natürlich noch andere Videos schauen und andere Let's Plays und ich hoffe, dass ich in den Livestreams in der nächsten Zeit dann wieder mal ein bisschen mehr Zeit habe. Irgendwie sollte dann auch noch Ferienzeit kommen, ich hoffe, dass spätestens dann wieder etwas machen kann. Somit vielen Dank, bis zum nächsten Mal und man hört sich.